Danke, Jesus Christus, bist du der, der das Grab überwunden hat. Wir wollen dir alle Ehre geben, wir wollen dich heute Morgen feiern und dich einladen in unsere Gemeinschaft hinein. Komm du jetzt mit deiner Gegenwart, Jesus. Erfüll du den Raum und bist du uns näher. Amen. Amen. Hey, ich darf euch begrüßen, auch im Namen von unserem auferstandenen Jesus. So schön sind ihr alle da. Mein Name ist Micha Wüttrich. Ich bin der Jugendpastor da in dieser Kirche und ich darf heute am Morgen mit dem Timon zusammen eine Predigt halten. Ich freue mich mega auf das und du darfst übrigens jetzt auch noch deine Masken abziehen. Genau. Wir sind ja da jetzt in der No-Mask-Zone auf der Bühne. Hey, danke vielmals, dass ihr alle mithelfen, dass wir die Vorschriften einhalten können und dass wir heute am Nachmittag dann alle auch mit gutem Gefühl und mit der Sicherheit auch heimgehen dürfen. Wir haben das Thema Offline als Predigt von dem Untergottesdienst. Offline. Und ich meine, das ist also ziemlich der schlimmste Albtraum von jedem Jugendlichen, oder? Offline sein. Hey, ich meine, das geht ja nicht, oder? Ich weiss nicht, wie es... Ich bin ja jetzt unterdessen von Jugendlichen als alt angeschaut. Darum kann ich jetzt so Sachen sagen, ja, weißt du, als ich noch jung war, oder? Das ist gut, he? Könnt ihr auch sagen. Was habt ihr eure Eltern gefragt, als ihr noch jung waren, bevor ihr in die Ferien gegangen seid? Was war wichtig für euch, als ihr in die Ferien gegangen seid? Also weißt, für mich ist dann so die Frage immer im Vordergrund gestanden, ja, wo gehen wir her, oder? Die Eltern sagen, wir gehen in die Ferien. Ja, okay, hat es dort einen Strand? Kann ich dann dort schwimmen? Was gibt es für Aktivitäten? Ganz wichtig auch immer, ich habe 3 Schwestern. Mit wem muss ich ins Zimmer, oder? Grosses Thema, oder? Muss ich mein Zimmer teilen? Wer ist denn da drin? Kann ich irgendeinen Kollegen mitnehmen, oder? Ja, was habt ihr so für Fragen gehabt, als ihr in die Ferien gegangen seid? Was war euch wichtig, bevor ihr irgendwo hergefahren seid? Ich habe ja heute immer noch so ein Ding, das ist mir immer noch mega wichtig, wenn ich in die Ferien fahre. Ihr müsst wissen, ich bin so etwas, ja, man könnte eigentlich schon sagen, ein Kaffeesnob. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Kaffeemaschine, von mir daheim. Jetzt müsst ihr mal schauen, wie wunderschön meine Kaffeemaschine ist. Genau, sobald das der Beamer ready ist, könnt ihr die wunderschöne, eigentlich müsst ihr einen Namen bekommen. Gell? So sieht sie aus. Das ist die Kaffeemaschine, die bei mir daheim steht. Und jeden Morgen zelebriere ich Kaffee machen mit dieser Kaffeemaschine. Und wenn ich in die Ferien fahre, tatsächlich packe ich die Kaffeemaschine zusammen, die ist gefühlt 100 Kilo schwer. Die hat Platz bei mir im Auto, die Hälfte vom Kofferraum ist voll, aber das ist mir gleich, weil, wenn ich in die Ferien fahre, will ich guten Kaffee trinken jeden Morgen. Es gibt so Sachen, die sind wichtig, gell? Und ihr wisst ja schon, auf was das rausläuft, oder? Was ist es, wo Jugendliche heutzutage als erstes fragen, wenn es darum geht, irgendwoher in die Ferien zu gehen? Was fragen die Jugendlichen heutzutage als erstes, wenn sie in die Ferien fahren? Hat es WLAN? Gibt es dort Internet? Genau. Kann mir bitte jemand das WLAN-Passwort sagen von dem Ort, wo wir hergehen? Ich habe den Timon gefragt, ob er das auch sagt. Seine Antwort war, ja, ich habe unlimitierte Daten auf meinem Handy. Ich bin safe, oder? Ich muss die Frage nicht stellen. Ich bin online die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie er es dann macht, wenn er dann mal auf Italien oder so in die Ferien fährt. Gell? Dann als erstes natürlich auch, hat es da WLAN? Weil meine Kollegen etc. brauchst du ja nicht so wichtig, weil wenn du Internet hast, dann bist du ja verbunden mit deinen Kollegen. Du kannst ja schreiben, essen und trinken, wer interessiert das schon, oder? Wenn du Internet hast, das kannst du ja kaufen im Internet. Die liefern dir auch Wasser dorthin, wo du musst. Also die wichtigste Frage heutzutage ist, hat es dann dort Internet? Bin ich verbunden? Und eine Woche ohne Internet, ich meine, das ist der Stoff, aus dem kannst du Albträume machen für Jugendliche. Genau, und das wollen wir heute anschauen. Was ist, wenn wir offline sind? Euch ist vielleicht schon die wunderschöne Deko, Gratulation als Deko-Team, habt ihr super gemacht, aufgefallen, wo da hinten ist. Da sind Glühbirnen und da hat es eine einzige Glühbirne, die leuchtet nicht. Alle anderen Glühbirnen sind schön am Leuchten, sind mit dem Stromnetz verbunden, die haben es gut, die sind so richtig online. Nur die eine, ja, ist halt offline. Und was ist, wenn wir keine Verbindung mit Gott haben? Wenn das einfach irgendwie nicht läuft? Vielleicht bist du ja schon mit Gott verbunden gewesen. Bist da im WLAN von Gott drin gewesen, bist verbunden gewesen, Passwort eingegeben, chattet, YouTube-Videos geschaut, whatever. Aber jetzt,
funktioniert es einfach irgendwie nicht. Ich meine, die letzten paar Monate sind sicher nicht einfach gewesen für viele Leute. Und auch für viele Leute, die jetzt da sind oder beim Livestream mitschauen, die sind nicht ganz einfach gewesen. Vielleicht hast du gebetet und es ist einfach kein Output gekommen. Es ist nicht zurückgekommen. Oder du hast Worship gemacht und du hast einfach irgendwie nicht gespürt. Es fühlt sich so an, wie wenn Gott offline wäre. Das Volk Israel hat übrigens auch ganz viele Momente gehabt, wo es so offline war. Einer der bekanntesten und prominentesten Momente war, wo es nach Babylon verschleppt wurde als Sklave und ganz Jerusalem in Schutt und Asche gelegt worden ist. Und der Jeremia, ein bekannter Prophet, der zu dieser Zeit gelebt hat, hat das in folgende Verse gefasst. Gott reicht mir bittere Kräuter zu essen und füllt mir den Becher mit Wermut. Er gibt mir Steine statt Brot, er tritt mich tief in den Staub. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du Herr, hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Könnte das deine Worte sein? Vielleicht jetzt nicht ganz so drastisch, wie es jetzt da beschrieben ist, aber könnte das im tiefsten Inneren deine Worte sein, dass du das Gefühl hast, hey, ich bin von Gott verlassen. Ich spüre ihn einfach nicht mehr. Und das bringt uns gerade zum ersten Punkt. Wir möchten heute 3 Punkte mit euch anschauen, was Verbundenheit mit Gott bedeutet. Und der erste Punkt ist folgender. Und das ist ein guter Punkt, um sich das bewusst werden und immer wieder sagen. Gott ist zum Glück unabhängig von unseren Emotionen. Ist das nicht praktisch, dass er unabhängig ist von unseren Emotionen? Weil, hey, ich meine, unsere Emotionen widerspiegeln ja nicht immer die Realität. Oder vielleicht hast du das auch schon mal festgestellt. Was wir fühlen, ist nicht immer genau so, wie es ist. Und ich persönlich bin so mega dankbar und froh, dass auch wenn wir uns manchmal offline fühlen, wenn wir uns nicht verbunden fühlen mit Gott, dass er nicht abhängig ist von dem, was wir spüren und fühlen. Der Timon hat das vorher so schön gebracht, die Klagelieder, das Lamenti vom Prophet Jeremia, wo merkt, hey, wir sind da am Boden zerstört. Wir sind als Volk nicht mehr verbunden mit unserem Gott. Das ist die Gefühlslage, die beschrieben wird vom Prophet Jeremia. Und das ist ein relativ viel Kapitel umfassendes Lamenti. Das sind nicht nur ein paar Verse, wo der Prophet da klagt, sondern das sind ein paar Kapitel. Und doch haltet er im 3. Vers, im 3. Kapitel ein, gerade nach diesen Versen, die wir vorher gelesen haben, von den bitteren Kräutern, vom Stein, wo anstatt Brot, wo Gott gibt, wo die Unverbundenheit mit Gott, das Verlassen fühlen, so im Vordergrund hat, sagt der Prophet folgende Worte. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Hey, was für eine starke Aussage, die der Prophet da drinnen macht. Vorher klagen, vorher die Realität betrauern, die Trennung von Gott, die wehtut, dass das nicht so läuft, wie es sollte im Moment. Und vielleicht findest du dich ja wieder in diesen Worten. Haltet er trotzdem inne und macht eine Deklaration, die nicht seine Gefühlslage widerspiegelt. Und sagt, ich muss mich selber erinnern. Und vielleicht ist das etwas, was du auch immer wieder mal machen solltest. Deine eigenen Gefühle, die Wahrheit gegenüberstellen. Und die Wahrheit ist folgendes. Gottes Treue ist jeden Morgen neu. Er ist nicht abhängig von unseren Emotionen. Auch wenn du mit Gott unterwegs bist und Gott kennst und dich vielleicht nicht immer verbunden fühlst, vielleicht ist dein Gemütszustand im Moment ziemlich offline, da ist keine Verbindung, darf ich dir zusprechen und zuhalten, dass deine Gefühlslage nicht zwingend muss der Realität widerspiegeln. Und dass du trotzdem darfst immer die folgende Wahrheit deklarieren. Gottes Treue ist jeden Morgen neu.
Der zweite Punkt von unserer Predigt ist folgendes. Jesus selber versteht dich. Wie genial ist das zum Wissen für dich und mich, dass wir einen Gott haben, der die Geschichte dieser Welt geschrieben hat. Er ist der Autor und er hat sich selber in seine eigene Geschichte drin hineingeschrieben. Verstehst du? Er hat nicht nur Emotionen geschaffen, er hat nicht nur die Welt erschaffen, er hat nicht nur dich und mich gemacht, er hat nicht nur das Konzept von Emotionen sich überlegt. Nein, er hat selber Emotionen erlebt, als er auf dieser Welt gelaufen ist. Wie genial ist es, dass unser Gott Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er 100% Mensch war und 100% Gott war. Er hat Emotionen nicht nur geschaffen, sondern er hat Emotionen selber erlebt und gefühlt, wie du und ich. Johannes 11,33 ist so ein Beispiel von seinen Jüngern, wo das beschreiben, wie Jesus mit Emotionen umgegangen ist. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Verstehst du, Jesus war ein emotionaler Mensch. Er ist wie du und ich durch gewisse Sachen durchgegangen. Er hat einmal den Pharisäer, also so seine politischen Gegner, hat er auch mal ins Gesicht gesagt, ihr Schlangenbrut. Er hat einmal eine Peitsche gemacht und hat Geldhändler aus dem Tempel rausgeprügelt. Und es ist beschrieben, wie er hässig und wütig geworden ist. Also Jesus versteht dich. Egal wie deine emotionale Lage ist. Und weißt du was? Er versteht sogar, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Er weiß ganz genau, was es heisst, offline zu sein mit Gott. Verstehst du, in dem Moment, wo er die Schuld der Menschheit auf sich genommen hat und das Kreuz auf den Berg aufgetragen hat, wo er dort angenagelt worden ist und wo er gestorben ist, haben wir Folgendes überliefert, was Jesus dort gesagt hat in Matthäus 27, Vers 46. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verstehst du, Jesus fühlt die Verlassenheit, die du vielleicht fühlst, genau auch. Er weiß, was es bedeutet, wahrhaftig und wirklich getrennt zu sein von Gott. Wenn du dich jetzt wirklich in so einer Situation wiederfindest und du musst sagen, ja, ich bin irgendwie offline, ich fühle mich überhaupt nicht verbunden mit Gott, ich bin eigentlich viel mehr näher an dem Wort vom Prophet, von der Trauer, als dass ich jetzt sagen könnte, ja, ich bin im Moment mega verbunden mit Gott. Darf ich dir zusprechen, Jesus versteht deine Gefühlslage sehr, sehr gut. Und der dritte Punkt ist ein anderer Punkt. Und der dritte Punkt ist, hat mit einer Tendenz von uns Menschen zu tun. Ich muss die Tendenz kurz schnell beschreiben. Wir haben nämlich eine Tendenz als Menschen, uns selber ins Zentrum zu stellen. Also wir denken halt einfach gerne von uns selber her, oder? Wir machen alles, wir tun so Sachen einordnen von uns her überlegt. Also wenn wir uns jetzt nicht verbunden fühlen mit Gott, ist ja unsere Frage dann vielleicht auch, okay, was ist eigentlich falsch mit dir, Gott? Was läuft da nicht richtig? Wieso bin ich offline? Und manchmal fühlst du dich vielleicht, und das ist dir vielleicht schon passiert, die Situation, wo du dich offline gefühlt hast, so als würdest du an einem Callcenter anrufen, oder? Du bist am Anrufen und du bist eigentlich schon lange, willst du dein Anliegen präsentieren und alles, was du hörst, ist einfach irgendwie so in der Warteschläfer-Sound, oder? Und du bist da am Telefon und Berater im Gespräch. Bitte warten Sie. Genau, und jetzt ist er noch mit anderen Leuten im Gespräch und das heisst, bitte warten Sie, oder? Und das ist irgendwie so das Gefühl, das manchmal aufkommt, wenn du etwas wettest von Gott. Hallo, was ist das eigentlich für ein Kundendienst da? Wieso warte ich? Wieso bin ich da in der Warteschleife? Und weißt du, das Problem mit dem Gedanken ist, wir machen uns selber zum Zentrum in dieser Situation und wir denken von uns her. Aber weißt du, Gott ist nicht unser Kundendienst, sondern wir sind in seinem Gottesdienst. Verstehst du? Wir sind nicht im Zentrum. Es geht nicht um uns, sondern er ist der, der im Zentrum ist. Und wenn wir etwas möchten von ihm, wenn wir am Ringen sind mit etwas, dann machen wir manchmal den Fehler, dass wir uns selber ins Zentrum tun und dass wir von uns her denken. Aber wir sollten viel mehr von ihm her denken. Verstehst du? Er ist nicht unser Kundendienst, sondern wir sind in seinem Gottesdienst.
Es ist nicht so, als würde er uns dienen und müsste er uns Antwort geben. Und wenn wir jetzt wirklich in so einer Situation sind, wo wir offline sind, ist es nicht unbedingt die richtige Gedanke, die richtige Herangehensweise zu fragen, Gott, wieso bist du offline? Was läuft bei dir nicht? Wieso bist du nicht verfügbar für mich? Wieso machst du nicht, was ich will, dass du machst? Vielmehr sollten wir uns noch einmal mehr erinnern, wer er eigentlich ist. Weißt du, wer er ist? 2. Mose 15, Vers 11 beschreibt, wie er ist. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder, so wie du? Wenn du das vor Augen führst, wer Gott ist, dann merkst du, dass er im Zentrum ist und nicht wir Menschen. Dass wir unsere Perspektive ändern und verstehen, dass wir zuerst mal auf ihn schauen müssen und verstehen, dass er im Zentrum ist und nicht wir. Es ist nicht so, dass er uns dienen müsste, sondern wir dienen ihm. Es ist nicht so, als hätten wir ihn erschaffen und könnten jetzt sagen, wie die Regeln sind und wie das genau funktioniert. Und wie lange so eine Warteschlaufe dann sein darf, wenn wir ihn mal anrufen und etwas von ihm. Nein. Er ist der, der alles erschaffen hat. Er ist der, der allmächtig ist. Wir dienen ihm. Psalm 89, Vers 7. Denn wer im Himmel ist dir gleich? Kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. In der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Herr, du allmächtiger Gott, niemand ist so stark wie du. Was du auch tust, auf dich ist Verlass. Du hast Gewalt über tosende Meere. Und wenn sich die Wellen auftürmen, bändigst du sie. Du hast das Meeresungeheuer besiegt und zermalmt. Machtvoll hast du deine Feinde in alle Winde zerstreut. Dir gehört Himmel und dir gehört die Erde. Das weite Land mit all seiner Fülle, es ist dein Werk. Also hey, wenn du offline bist und dich offline fühlst, nicht verbunden mit Gott, dann musst du zuerst mal verstehen, dass unsere Emotionen nicht immer die Realität widerspiegeln müssen. Du darfst auch wissen, dass Jesus dir nachfühlen kann. Du darfst dich gehört und verstanden fühlen von Gott. Und dann darfst du zu der Realisation kommen, zu dem Punkt kommen und Gott zurück ins Zentrum tun und dich selber daraus rausnehmen. Und verstehen, dass es nicht um dich geht, dass es nicht um mich geht, sondern dass er der ist, der alles erschaffen hat. Dass Himmel und Erde ihm gehört. Er dient nicht uns, er ist nicht unser Kundendienst, sondern wir sind in seinem Gottesdienst. Wir dienen ihm. Aber lasst uns doch nochmal zurückkommen zu dieser Glühbirne vom Anfang. Die da, wo wir gesagt haben, die ist offline. Dass wir manchmal das Gefühl haben, Gott ist wie die Glühbirne, einfach nicht verfügbar. Hey, das Schöne ist, Gott ist nicht wie die Glühbirne, sondern eher wie die Glühbirne. Er braucht kein Kabel. Er braucht keinen Strom. Er braucht nichts. Er braucht kein Gefühl von dir. Er braucht das alles nicht. Er braucht keine speziellen Umstände. Er leuchtet einfach. Gott hat immer die beste Verbindung. Er hat immer 5G. Auch im tiefsten Gotthard inne ist er noch verbunden. Und er hat einfach eine mega Liebe für dich. Und nichts, aber wirklich gar nichts, kann ihn von dir trennen. Es gibt keine Umstände, die das könnten. Und wenn es Umstände gäbe, sind die nie von Gottes Seite, sondern nur von deiner Seite, weil du probierst, das abzublocken. Der Paulus beschreibt das in folgenden Vers an die Römer folgendermaßen. Aber ich bin mir sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendetwas auf dieser Welt, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendwelche Gewalten können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ey, Hammer, Gott ist immer online. Es gibt nichts, was ihn von uns trennen könnte. Er hat die beste Verbindung. Wie ich vorher gesagt habe, im Gotthard unten ist er noch online. Egal, was du das Gefühl hast, unter was für einem Berg du dich gerade befindest. Gott ist bei dir, er ist online. Egal, was du das Gefühl hast, in was für einem Loch du dich gerade befindest, gefühlsmäßig.
Er ist bei dir. Er liebt dich so unendlich fest. Er hat immer Verbindung. Egal, wie weit du das Gefühl hast, bist du vorgelaufen von ihm. Er ist bei dir. Sein Kabel ist immer genug lang zum Online zu sein. Er liebt dich so unendlich fest. Seine Liebe brennt wie die Glühbirne, einfach innerlich für dich. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, ich will die Liebe erfahren, dann die Liebe, die da in dem Bibelvers beschrieben ist, dann wird das jetzt, dann kann euch der Micha in 2 bis 3 Sätzen erklären, wenn ihr die Liebe, die unendlich starke Liebe, die immer online ist, könnt erhalten. Ich glaube, ich werde 2, 3 Sätze mehr brauchen als 2, 3. Aber ich möchte jetzt einen Moment Zeit nehmen und erklären, wie das genau funktioniert, mit Gott online sein. Ja, vielleicht hat die Predigt mega zu dir geredet, vielleicht hast du wirklich eine Gefühlslage, wo du musst sagen, ja, genau das hat es getroffen. Und dann hat dir das geholfen. Vielleicht bist du aber auch da drin und hast gedacht selber für dich, okay, ich bin eigentlich noch gar nicht wirklich online gewesen mit dem Gott. Gott ist für mich nicht irgendwie ein Thema gewesen, mit dem ich mich beschäftigt hätte oder wo irgendwie eine Realität gewesen wäre für mich. Ich möchte dir einfach in 2, 3 Sätzen erklären, wie du kannst mit Gott verbunden sein kannst. Wie du kannst online sein und wie du die Liebe, die der Timon vorher vorgelesen hat, wie du die selber kannst erleben. Und weißt du, das ist die Realität. Gott hat dich von ganzem Herzen lieb. Er stellt sich uns in der Bibel vor als der Gott, der die Erde erschaffen hat, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich wunderbar gemacht hat, der dich gut gemacht hat, der gute Pläne hat für dein Leben. Das ist, was Gott hat. Er hat Liebe für dich. Es gibt einfach ein Problem. Und das Problem haben wir vorher schon mal kurz angeleuchtet, schon mal vorher kurz erwähnt. Nämlich ist das Problem, dass wir uns selber gerne immer wieder mal ins Zentrum tun. Wir Menschen haben einfach irgendwie das Gefühl, dass wir es besser wüssten. Und wir gehen immer wieder mal gerne unsere eigenen Wege. Und wir machen eigentlich nicht das, was der gute Vater im Himmel für dich und mich uns ausgedacht hätte. Wir laufen am Ziel vorbei. Und die Bibel hat ein Wort für das. Das Wort, das die Bibel braucht, ist Sünde. Es ist eine Tatsache, dass wir Menschen nicht immer so leben, wie Gott das wette von uns und was das Beste wäre für uns. Und diese Sünde, musst du verstehen, ist nichts anderes als genau das, was ich vorher erklärt habe. Es ist der Weg, das Ziel verfehlt. Und wenn du das Ziel verfehlst, dann kommst du nicht an, dort wo du sollst. Und die Sünde, die trennt. Die trennt uns Menschen von dieser Liebe, die Gott für uns hatte. Und die Trennung ist nicht etwas, das wir überwinden können. Es ist nicht etwas, das wir selber mit guten Taten wieder irgendwie auffüllen können. Nein, es ist so eine Trennung, die unüberwindbar ist für dich und mich. Durch unsere Taten haben wir uns von Gott entfernt. Und wir sind getrennt von ihm. Und jetzt stell dir den liebenden Gott vor, was das mit ihm macht. Ich habe 3 Kinder. Wenn ich mir vorstelle, dass die 3 Kinder irgendeines Tages würden sagen, weißt du was, Papa, ich weiss es besser, ich mache meinen eigenen Weg. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich will nichts hören von dir. Ich weiss gar nicht, ob es dich gibt oder nicht. Ich interessiere mich nicht für dich. Ich glaube, das wird mir extrem fest wehtun. Und das hat Gott genau gemacht. Es hat Gott geschmerzt, dass Menschen sich getrennt haben von ihm und dass die Sünde Trennung aufgebaut hat zwischen dem liebenden Vater und seiner Schöpfung. Und er hat einen Weg gefunden, wie er die Sünde hat überwinden konnte. Und der Weg war eine Person. Die Person Jesus Christus, die auf unsere Welt gekommen ist. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er hat das geschafft, was du und ich nicht können. Er hat gelebt, ohne je das Ziel zu verfehlen. Er hat ein Leben gelebt, das keine Sünde hatte. Nur um dann am Schluss die Sünde von der Menschheit, von dir und mir, auf sich zu nehmen und mit dieser Sünde am Kreuz zu sterben. Er hat die Schuld gezahlt. Er hat die Brücke geschlagen. Er hat es geschafft, die Unüberwindbarkeit von unserer Schuld zu überwinden, indem er sich selber hingegeben hat und einen Weg gemacht hat, wo keiner war. Und genau so kannst du die Liebe Gottes erfahren, indem dass du zu Jesus Christus deine Schuld ableihst. Ich möchte jetzt
dich einladen, in dem Moment das zu tun. Du hast eine Möglichkeit, jetzt, heute am Morgen in diesem Gottesdienst drinnen, die Liebe in dein Leben hineinzulassen. Du darfst das Licht anstellen und du darfst heute am Morgen mit Gott verbunden sein. Was du machen musst, ist sehr simpel. Es ist ein Gebet, das du sprechen kannst. Wo du das kannst sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe zu Gott. Und ich stelle mir das so vor, ich habe gedacht, komm, wir beten doch jetzt zusammen das Gebet für all die Menschen, die jetzt heute Morgen zum ersten Mal das Gebet möchten beten. Ich tue es vorbeten und ihr könnt es alle mitbeten, laut. Ganz besonders für die Menschen, die heute Morgen das Gebet von ganzem Herzen möchten beten. Sind ihr bereit, um mit mir zusammen das Gebet zu beten? Ich würde euch mega einladen, möchte euch bitten, das mit mir zusammen laut zu machen. Ganz besonders einfach für die Menschen, die das heute Morgen ernst meinen und gerne machen würden. Gerade auch wenn du jetzt im Livestream zuhörst. Hey, ich lade dich ein, wo du bist, jetzt laut das Gebet mit mir zusammen zu beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Und ich sage dir, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Ich habe nicht immer das gemacht, was du hast wollen. Und ich erkenne das heute am Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir vergisst. Ich möchte heute deine Vergebung annehmen. Ich werde heute ein Kind von dir. Danke vielmals. Amen. Amen. Hey, ganz besonders, wenn du jetzt das Gebet zum ersten Mal gebetet hast, wenn du das ernst gemeint hast und du das von ganzem Herzen hast gebetet, möchte ich dich einladen, komm nach dem Gottesdienst schnell zu mir. Ich möchte dir das nochmal erklären, nochmal mit dir 2-3 Sätze reden. Wenn du im Online-Livestream das Gebet gebetet hast, dann geh auf unsere Internetseite www.kreuzpunkt.ch, fülle ein Kontaktformular aus und nimm Kontakt auf mit uns. Wir möchten dir helfen, die Beziehung mit Jesus, die heute Morgen gestartet ist, weiterzuleben. Und jetzt kommen wir ja, einen wunderschönen Morgen haben wir heute gehabt. Und es ist so schön, dass ihr trotz all diesen Umständen, so zahlreich erschienen sind. Und wir wünschen euch dann noch einen wunderschönen Sonntag. Zum Schluss würde ich euch noch gerne segnen, steht doch auf dafür. Ich möchte euch mit folgenden Versen segnen, im 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu, gebe dir Frieden. Amen. Zum Schluss haben wir noch ein letztes Lied, das so liebt wie